Servus Bananen, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, ihr kennt's ja, meinen Liquor, meinen Schnaps, meinen Moonshine und meine Spezien. Heute machen wir eine kleine Moonshiner-Runde, damit ihr jetzt mal seht, wie das so ausschaut. Wir werden uns ein paar Leute einsammeln, wir werden uns ein paar Sachen anschauen und wir werden so ein bisschen schlau übers Moonshinen philosophieren. Also mir, nicht wir. Gell, jetzt sammeln wir einen Palm sammeln wir ein, dann sammeln wir einen Bavarian Redneck Moonshine, den sammeln wir ein. Und ihr kennt es ja, ich verlinke es euch wieder unten. Kauft es, würde mich wahnsinnig freuen, ist total lecker. Und ich bedanke mich bei denen, die schon gemacht haben, weil es einfach mich total freut. Und das ist nämlich mal eine Unterstützung. Da habt ihr was davon, da habt ich was davon. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, dann sammeln wir die Leute ein, dann schaut es so aus. Wir werden dann nach Burghausen fahren zur Brennerei Geistreich und mit denen so ein bisschen über Spirituosen philosophieren. Das würde ich euch auch mal raten. Schaut mal da vorbei, weil das ein wunderschöner Laden ist. Das ist echt cool. Und auch Burghausen ist echt mal eine Reise wert zum Anschauen. Und wenn ihr in Burghausen seid und die Burg euch angeschaut habt, dann geht es runter in die Gruben, in die Grüben. Und da geht es dann zur Brennerei Geistreich. Und der hat da unten richtig feine Sachen. Gell? Den werden wir heute besuchen. Und was auch noch interessant ist, der hat eine wunderschöne Destille. Das heißt, ein Juwel am Kupferkessel. Das ist Wahnsinn. Seht ihr nachher im Video. Und genau darauf möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ich möchte das Video so ein bisschen, dass ihr einen Eindruck habt, dass ihr in Ruhe bei schöner Musik gucken könnt, wie funktioniert das mit dem Brennen. Deswegen will ich jetzt das ganze Zeug vorher erklären, damit es nachher nicht stört. Ja, was ist Moonshinen? Moonshinen ist eigentlich so ein bisschen illegal Schnapsbrennen. Machen wir natürlich alle nicht, sondern wir machen das ja alles rein offiziell. Hier mit dem Bavarian Redneck Moonshine. Ja, wie funktioniert das Moonshinen? Es ist eigentlich ganz einfach. Maische, Brennkessel, erhitzen, verdampfen, abkühlen, Moonshine, fertig. So einfach ist es. Na, so einfach ist es natürlich nicht. Also, erklären wir es einmal, wie es in dem Video dann zu sehen ist. Im Endeffekt ist es so, es geht los mit der Maische. Die wird angesetzt, dann wird die erhitzt, dann wird da Hefe dazugegeben, dann gärt die 7 Tage vor sich hin und nach 7 Tage Party hast du praktisch so den ersten Roh-Alkoholmix, so ähnlich wie ein Bier auf 10% Basis. Das ist mal der Start. Dann wird diese Maische in den Braukessel gepumpt. Das seht ihr, das ist der erste Kessel mit dem großen Bullauge, wo man reinschauen kann. Da wird es dann verrührt, da wird es erhitzt, da wird es gekocht. Und da Alkohol ja eher kocht als Wasser, steigt der Alkohol auch eher auf. Das heißt, bei ich glaube 65 Grad wird der Alkohol schon gasförmig. Dann steigt er praktisch auf, geht oben über das Rohr in das nächste Element rein. Das nächste Element ist das mit diesen riesen Bullaugen drinnen. Und das ist praktisch die Nautilus unter der ganzen Brennanlage. Schaut aus wie am Captain Nemo sein Schiff. Und da geht es dann praktisch weiter. In diesem Mittelteil, auch Verstärker genannt, gibt es verschiedene Ebenen. Das heißt, jedes Bullauge ist eine Ebene. Es geht unten los, steigt über die 3 Ebenen hoch. Das heißt, es ist praktisch ein Dreifachbrand. Und da wandert er halt hoch. Das andere fällt wieder nach unten. Und der Alkohol oder beziehungsweise der gasförmige Moonshine, der steigt nach oben in den Kondenser. Das bedeutet, der ist jetzt eigentlich dreifach gebrannt. Dann geht er dann auf und dann kommt das letzte Element. Da kühlt er dann wieder ab und fällt runter und wird da dann zum fertigen Moonshine, Alkohol, Schnaps, was auch immer. In diesem letzten Teil ist praktisch diese Kühlspirale drinnen, die eigentlich charakteristisch ist für diese ganzen Moonshiner-Anlagen. Für die, wenn man so einen Film sich anschaut und dann sitzt der alte Destiller im Wald und hat da 2 Kesseln und dann geht so eine Kupferspirale rüber, da kühlt praktisch der Alkohol wieder ab, fällt in das letzte Gefäß und da drinnen ist dann der Moonshine. Fast. Es gibt nämlich einen Vorbrand, das heißt der Vorbrand, der wird weggeschüttet, das sind so, je nachdem was man macht, 1, 2, 3 Liter. Da ist der Methylanteil extrem hoch und den sollte man halt nicht trinken. Den sollte man vielleicht in sein Moped schütten, dann fährt man einmal schnell und dann wahrscheinlich auch nie wieder, aber trinken sollte man auf keinen Fall.
Ja, und dann seht ihr zum Schluss, das was dann da raustropft und mit einer Gemächlichkeit da ganz langsam vor sich hin tröpfelt, das ist dann der fertige Moonshine. Und aus dem machen wir unseren Schnaps, unseren Likör, was auch immer. Ja, wenn der Vorbrand weggeschüttet ist und der Hauptbrand kommt, dann brennt es vor sich hin und dann sinkt stetig der Alkohol. Wir brennen bis 50% runter, bei 50% hören wir praktisch auf. Dann kommt der Nachbrand, das nehmen wir auch nicht mehr her. Und dann haben wir ein schönes Schnapsal, wie man in Bayern sagt. Genau, so anstrengend war das jetzt. Und außer, dass es eine wahnsinnig schöne Sache ist, man was richtig Leckeres dabei rausbekommt und man noch gezwungen ist zu Gemächlichkeit, zu gemütlich sein, da miteinander ratschen, weil das dauert halt schon ein paar Stunden. Das macht's aus. Und genau das ist das, was dann hier in der Flasche drinnen steckt. Ihr kauft euch dann praktisch einen halben Liter Gemütlichkeit, bayerische Gemütlichkeit. Ja, viel Spaß bei dem Video. Ich würde sagen, ich sammle die Leute ein, fahren wir los. Ja, liebe Leute, das war's einmal wieder, gell? Ich hoffe, ihr habt alle was gelernt.
und es hat euch getaugt. Und ihr schaut ja mal im Shop rein, verlinke ich euch natürlich wieder unten. Ist alles wie immer, keine Werbung, ihr wisst es ja. Unterstützt mich, habt was davon. Macht euch einen gemütlichen Hüttenabend, setzt euch ans Lagerfeuer, macht euch einen Schluckerl auf und denkt an mich. Oder an jemand Hübsches. Ja, drauf's geklumpt, müsst weniger wegschmeißen. Pfiat euch.